A guten Morgen euch. Da red Esther und das ist Proste Yiddish. Aber ihr weißt das schon. Was hört sich? Was ist Neues? Ich hoffe, als ihr seid gesund und gerät zu hören a bissel Yiddish. In dem Episode wollen wir hören von a Yiddish Lerke, was wohnt in Paris. Uwa! Ja, Karo Wegner wird reden wegen dem Pariser Yiddish Center. Oh, es klingt wie a Ganeden. Ich will euch reden a bissel wegen Sukkes und wir wollen hören dem ersten Ansag von a Zuhörer. Ihr seid bereit zu hören a bissel Yiddish? Gut, lass mir hören von Karen. Shalom Aleichem. Ich heiß Karo Wegner und ich will euch erzählen ein bisschen wegen dem Paris Yiddish Center Medem Bibliothek. Das ist mamesh a besonderer Ort. Deriker, weil die Arbeitssprache ist Jiddisch. Chotsch andere Sprachen hört man da euch erwade. Und die Medem Bibliothek ist die größte Jiddisch-Bibliothek in Europa. Oder auf jeden Fall in Meiref Europa. Wegen Teilbibliotheken weiß man nicht, wie viele Bücher auf Jiddisch sie haben. Gekommen bin ich da mit ein Jahr zurück, in September 2023, kedei sich zu lernen in dem Programm sich eintunken in Jiddisch. Ein ganzes Jahr habe ich sich gelernt in kimat alle avancierte Lektions von Paris Yiddish Center. Sie sind alle gewesen sehr interessant. Mein beliebster Kurs hat geheißen Tanach und Kino. Ich bin euch gewesen a Freiwillige in Bibliothek und gelernt a Gruppe Anhebers. Und heuer ich hab das große Masel, was ich arbeite in dem Paris Yiddish Center mit dem Bibliothek. Wie a Lehrerke und wie a Bibliothekarische. Und dazu bin ich euch a Talmide. Heuer lerne ich sich in 2 avancierte Klassen. Es ist mamesh a Mechaie zu sein da. Ob ihr besucht einmal Paris, kommt in Paris Yiddish Center. Und öfter wollt ihr euch einmal gewollt Anteil nehmen in dem Programm sich eintunken in Jiddisch? Es ist mamesh kedai. Schön. Sarah Leben zu wohnen in Paris und reden Jiddisch ganze Tag. Ach, ich will fahren kein Paris. Was kommt vor die Woche? Sukkes. Sukkes ist der Name von einer yontif, was dauert 9 Tage und kommt bald nach Yom Kippur. Aber Sukkes ist eine Zeit von Freude. Man ist freilich. Was tut man Sukkes? Teilmenschen bauen a Sukke. Man baut a Sukke in draußen und man baut nicht kein Dach. Anstatt dem Dach legt man darauf Schach. Das heißt Blätter und Stecklach von Bäumen. Menschen beputzen oder dekorieren die Sukke mit Blumen und Früchten. Man bringt da rein einen Tisch und Stühlen. Für was? Weil in die ersten 7 Tage von Sukkes esst man in Sukke. Ja, es kann sein kalt, es kann sein heiß, aber Menschen essen in Sukke unter dem freien Himmel.
Teil frumme Jiden schlafen auch in Sukkot. Hat a Sukkot? Hat einmal gegessen in a Sukkot? Mit ein paar Jahren zurück hat mein Freund gebaut a Sukkot in Garten. Es ist gewesen gar schön mit a Sach Lampen und ausgeputzt mit vielfarbigen Materialien. Aber Sukkes ist gekommen früh. Und da in Melbourne ist gewesen noch als so kalt. Wir haben gegessen in Sukkot und dennoch reingelaufen in Häuser rein. Shalom Aleichem, ich heiße Meake. Ich hab lieb sozialiste jüdische Lied. Mein beliebster Album ist Millennial Bundest von Isabel Frey. Ich hab lieb euch zu hören Musik mit meiner Sohn, was heißt Herschela. Hat lieb jüdische Kinderlied. Sein beliebster Lied ist Bulbes. Ja, Maike hat reingeschickt an Ansog und ein paar andere Zuhörer haben euch. Dank sehr. Ich will bald schaffen eine spezielle Episode mit die aller Ansagen und euch Musik. Als ihr wollt rekordieren etwas, schickt es mir bald. Und a größten Dank Karo Wegner. Es ist gewesen so schön zu hören wegen dem Paris Yiddish Center. Als ihr wollt wissen mehr wegen dem oder wegen Karo, gib a Guck in die Episode Bemerkungen. Da kann man euch finden a Verbindung zum Transkript und schicken an Ansog. Bis wir treffen sich wieder, bleibt gesund und stark. Und der Icke red Yiddish. Yes, as you heard in today's episode, the voice memos have been coming in. I'm going to make the special music episode using these memos very soon. So if you have been wanting to send one in, do it now. You just need to click on the link that is in the show notes. Thanks for listening, everyone. Seid gesund!